Es ist Zeit für ein Duell. Zurück bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Nicht Yu-Gi-Oh! 5Ds, also doch schon die Kampagne, aber das Spiel selbst ist ja Link, Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. So. Mann, was ein Zungenbrecher. Okay, Freunde, wir sind im Count zwischen Crow und Cry-Guy. Ich habe mal Schwarzflügelschuhe die blaue Flamme gerufen, um zu hoffen, dass ich durchkomme mit dem Angriff. Ich habe aber so meine Zweifel. So Zweifel. So, wen ruft man da als Unterstützung? Schwarzflügel dampft der Mantel, Empfänger. Okay, ihr könnt schon mal einen Rüstungsmeister rufen. Was? Oh, Moment. Ah, okay, kann ich immer zurückholen. Feen die Stahlkette. Bringt mir aktuell noch nichts, weil ich bin immer noch im Battle Mode, Battlephase, Kampfphase, so. Nicht hinzugefügt wird. Ne, ich will sie ja rufen, nicht hinzufügen. Also ein Schwarzflügelmonster wäre kein Problem. Gale der Wirbelwind. Ich könnte natürlich jetzt noch mit Gale angreifen und dann direkt Synchro beschwören. Wäre eine Option. Mit Vayu geht's ja nicht. Ja, Masso, komm. Schwarzflügel, Gale der Wirbelwind. Effekt, wenn er annulliert. Ja, da war mal klar. Das war klar. Wir wollten trotzdem erstmal den hier rufen. Synchrobeschwörung. Zeige dich, Schwarzflügel Rüstungsmeister. Ruf mal hier, komm. Hat er Animation? Nicht? Oh, Menno. Das Spiel jetzt sich was Animation betrifft, wirklich zurück. Bin ich voll kacke. So. Aber ich muss sagen, mein Zug war von dem her schon mal erfolgreich. Der jetzt auf eine Scheiße. Blizzard der hohe Norden. Ja, ja. Können auch mal einen rufen, aber ganz ehrlich. Ich übersetze erstmal Mistral. Und hoffe, dass wir mit dem Angriff durchkommen. War irgendwie zu erwarten. Aua! So, sind schon mal 3 Schwarzflügelmonster auf dem Friedhof. Ist ja per se auch nicht schlecht. Pff, was ist denn das? Okay. Ja, komm da erstmal durch, Kumpel. Icarus-Angriff, so. Warte mal, bringt so aber nix. Verteidigungsposition. Ja, ich könnte jetzt. Moment, den geht gar nicht, weil der ist ja auch ein Empfängermonster. Da hätte gerade können Schwarzflügel Blizzard der hohen Norden rufen. Beides Monster beschwören. Dann hätte ich irgendwie Stufe 9 eventuell. Stufe 8, sorry. Und können Schwarzflügel Silberwind der Assistanz rufen. Geht aber nicht, weil ich brauche 2 Nicht-Empfängermonster. Ich habe nachher 2 Empfängermonster auf dem Feld. Das wäre ein bisschen doof. Also rufen wir lieber mal Ashura, die blaue Flamme. So, und jetzt will ich was testen, Freunde. Ich will wissen, ob er bereits den gebundenen Unsterblichen rufen würde. Weil sonst kann er nichts machen. Ja, ist der Icarus-Effekt, den er gerne nutzen würde, aber nee.
Bohrer der Speer. Sehr schön, sparen sie noch auf. Ja, ist jetzt nicht nur tricky, ist natürlich auch so eine Situation, wo man sich jetzt fragt, willst du das wirklich machen, Kumpel? Dieser Spieler das mal so wie des Kaisers und trotzdem ruft er. Auch kein Effekt? Ja, aber kann ich den. Na gut, dann will man sagen, Icarus-Angriff. Erstmal, die Karte muss weg, muss die noch weg. So viel zum, sagen wir mal so viel zum Thema Erkebunden und Sterbliche. Ich habe so Angst vor euch. Warum hat er eigentlich den zurückgeholt? Müsste eigentlich von dem Effekt her gehen. Egal, muss nicht mein Problem sein. Ja, komm, rufen wir mal Fane die Stahlkette. Und ich rufe auch noch Schwarzflügelbohrer der Speer. Ja, Schwarzflügelmonster können so fies sein. Und ja, ich könnte jetzt ihn hier rufen. Kriege momentan tatsächlich noch nichts, muss ich zugeben. Und deswegen Fane. Direkter Angriff. Nice Combo. So. Noch eine Schwarzflügel-Gegenreaktion, okay. Ja, jetzt muss ich fast war wegen einem Angriff, aber. Dann rufen wir noch bei U-Symbol der Ehre. Und dann machen wir eine Synchrobeschwörung mit Silberwind, der Aszendent, als Ziel zumindest, ja. Also, Synchrobeschwörung. Sieht ziemlich aggressiv aus, oder? Nö. Warum auch? Ich würde meine eigenen Monster auswählen, wäre irgendwie doof. Also irgendwie diese finsteren Auswelten sind ziemlich lusch, wenn man so sagen darf. Ja, also. Dann würde man sagen, ich rufe mal Elf in den Raben. Aber ganz ehrlich, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Schwarzflügelmonster sind mega overpowered. Ja, geht ja. Gut. Jetzt bringt natürlich nichts, einen schwarzgeflügelten Sturzkampfbomber zu rufen, zu setzen. Erstens wegen dem Effekt, weil geht sowieso nicht wegen Verteidigungsmodus und so. Andererseits wird er ihn sowieso negieren, also. Aber ganz ehrlich. Ernsthaft? Hat sie vorgebracht, Gregor. Die Macht der Schatten ließ das nicht zu. Nachdem er den Kampf gewonnen hatte, wurde Gregor schwer verletzt, während er Cross im anschützenden Gebäude rettete. Warum hast du das getan, Mann? Ja, weil er alles riskiert, damit meine Freunde und meine Verwandten in ihre Heimat zurückkehren können. Gregor. Du musst weiterhin gegen die finstere Mächte kämpfen. Bleib stark. Lass dich drauf, Gregor. Und weg ist er. Die Schatten haben ihn geholt. Sieg der Freundschaft. Jo, wir haben noch Zeit, Freunde, also gar kein Thema. Das heißt, die zweite Staffel. Na gut, die dauert noch ein bisschen. Bis hierhin. Bis in dem Duell dauert noch die zweite Staffel. Hier haben wir die dritte kommen.
Und ab hier bin ich tatsächlich nicht, aus Story-bedingt nicht mehr so sattelfest. Wa? Also wir sind eigentlich schon langsam dort. Doch kann man so sagen. Langsam dort angekommen, wo ich mit der Story nicht mehr so tief verwachsen bin. Oder als ich auswendig im Kopf habe. Und so sind es ein paar Dinge noch. So, Using Kellyn also. Schön dich zu sehen, alter Freund. Schön, dass du deinen Deal wieder nach Hause bringen konntest. Ich hatte schon Angst, dass du mir nicht mehr den Gegner geben würdest. Du bist jetzt alles falsch. Ich bin kein Verräter. Ich habe keine Zeit, mir solche Lügen anzuhören. Ich habe alle Zeit der Welt, um die Decken in die Unterwelt zu schicken. Trishula, Drache der Eisbarriere. Auch ein fettes Teil. Ich habe ja bei Yu-Gi-Oh! 5D Super Reverse of Arcadia immer überlegt, welchen Drachen ich nehmen würde. Von diesen auserwählten Drachen halt. Da waren die halt die Drachen der Eisbären immer solche, die vorne mit dabei waren. Ewig infernales Ungeheuer. Ja, ja. Stimmen. Oh. Was, nur noch ein Synchronisierer-Deck? Du siehst was. Nein! Majestätischer Drache. Ich glaub's nicht. Ja, ich kann ja zurückholen. Ja, wir brauchen ein Stufe 1 Monster. Das wird schwer. Dreizack-Krieger können theoretisch mit ihm kombinieren. Oder Theorie. Ja, das ist eine Normalbeschwörung. Egal, komm. Nochmal Stimmen. Okay. Ist der andere Empfänger auch schon weg? Tja. Kann passieren, Freunde. Also spiele erstmal Geisterwache, verdeckt im Verteidigungsmodus und eine Karte verdeckt kommen. Das könnte schwer werden mit der Hand. Nee, oder? Okay, ist nur eins. Oh, jetzt muss ich lohnen, Kumpel. Nix da. Kannst du mal Gerümpelsynchronisierer rufen, um danach die majestätischen Sterndrachen zu rufen? Müsste eigentlich als Empfänger trotzdem noch funktionieren, aber ich müsste irgendwie einen Sternschubdrachen rufen und nochmal ein Stufe 1 Monster haben. Das ist das Problem für eine Stufe 1 Monster. Ich habe 2 Seelspielmarke. Ja, also ich könnte Schnappstall nutzen, um den zu holen. Majestätischen Sterndrachen zurückholen mit Schrei der Untoten, wenn ich aber nur mal sicher gehen würde. Oder wollte. Ich kann Delta-Flieger nutzen. Der ist auch ein Empfänger. Also, ich rufe mal Dreizack-Krieger. Dann rufe ich Delta-Flieger. Nein, nicht der. Nicht den. Nutzt Delta-Fliegers Special Ability. Erhöht Dreizack-Kriegers Stufe um 1. Ne, passt noch, danke. Dann rufe ich als Spezialbeschwörung bzw. Synchrobeschwörung in einen mächtigen Sternstaubdrachen. Also mal so just for fun.
Nee, passt erstmal. Nee, passt noch, passt noch. Sternschartdrache, Angriff auf ewig infernales Ungeheuer. Ja, Moment. Da habe ich andere Wörter mitzureden, Kumpel. Hier wird nichts zerstört. Nur meine Leiche. So. Zug beendet. Nicht den Effekt nutzen. Nein, nicht den Effekt. Wäre natürlich... Ja. Ihn hier zurückholen. Nein. Okay, der Schrei der Untoten. So. Und er ist zurück und will spielen. So. Kelly hat natürlich ein Problem, weil er keine Karte mehr auf der Hand. Also eine, aber was will er damit machen? Setzt sie verdeckt, okay. Was sind die hier? Einer für einen. Okay. Die Karte kommt wie gerufen, einer für einen. Aber erst später. Erst einmal will ich angreifen. Mit Sternstabdrache. Geht doch. Wer keine Sorge von, wir rufen schon noch den majestätischen Sterndrachen. Müsste eigentlich funktionieren noch. Ich habe natürlich schon darauf erwartet, er will natürlich seinen ehrgebundenen Sterblichen rufen. Oh, so willst du einer für einen. Verstärkungskrieger, hä? Okay. Hätten wir den jetzt auch schon mal? Die Frage, ob Jose noch einen zweiten majestätischen... Doch. Einen zweiten majestätischen Drachen im Deck hätte. Nicht Sternendrache, also nicht das Synchromonster und das Effektmonster, meine ich jetzt. Dann können wir Schrei der Untoten für was anderes aufheben. Okay. Ist noch nicht so das Problem momentan. Aber könnte noch eins werden. Noch eine Geisterwache. Okay. Ich habe 6 Karten auf der Hand. Das wird langsam ein bisschen viel. Im nächsten Zug muss ich ein bisschen was machen. Tempokrieger. Tut auch nicht schlecht. Also Freunde, ich versuche mal was. Ja, ich versuche was, komm. Ich rufe meinen Gerümpel-Synchronisierer, weil ich jetzt was testen will. Sein Effekt wurde jetzt deaktiviert, ja im Prinzip. Aber ich habe ihn noch. Das ist die Frage, könnte ich jetzt rufen oder ist der Sternenstab dran? Ah, doch, es geht, okay. Also, Freunde. Synchrobeschwörung, majestätischer Sternendrache. Oh yeah. Was? Kein... Warum nicht? Keine Animation. Ja, der Effekt selbst war schon cool. So, komm, jetzt machen wir etwas, was ich eigentlich nicht machen sollte. Ich mache es jetzt trotzdem mal.
Majestätischer Sternendrache. Direkter Angriff auf Kellins Lebenspunkte. Das tat ihm weh. Das tat so weh. Das haben wir bisher ihn gespürt. Haben wir nochmal ein Stufe 1 Monster? Eventuell noch eine interessante Frage. Musst du jetzt wieder gehen? Nein, er muss zurück ins Deck. Scheiße. Oh, Kacke. Nochmal ein Delta-Flieger. Das nimmt mich jetzt gerade echt Wunder. Haben wir nochmal ein Stufe 1 Monster im Deck? Ja, ein paar sogar noch. Meisterlicher Drache nochmal. Sternenstab Shearlong. Hallo Kumpel und willkommen zurück. So, ich würde sagen, Tempo-Krieg noch rufen. Hä? Ach so, Gerümpelkrieg. Ich dachte schon, hey, wie geht das jetzt? Da haben wir schon gefragt, hey, wie soll ich denn jetzt Sternenstabdrache rufen können? Geht doch gar nicht. Okay, ist und ein Gerümpelkrieg, Alter. So, Tempo-Krieger, ein bisschen Boost drauf. Gerümpelsynchronisierer. Komm, greif du mal an. Okay. Ernsthaft jetzt. Natürlich 0 Verteidigung, aber meine Monster ja 0. Menno, ja 0 und 0 ist gleich 0. Also, Kellin, ich hoffe, du hast noch was drauf, weil sonst ist sowohl das Duell als auch der Parklauf vorbei. Okay, nichts mehr drauf. Schade. Dann kommt Kellin Kessel ein bisschen mehr oft. Synchro-Beschwörung, Gerümpelkrieger. Wobei man natürlich auch zugeben muss, dass momentan so im letzten Part mit Crow's Deck, beziehungsweise war ja zu Beginn dieses Decks noch, aber im letzten Part mit Leos Deck, also auch jetzt mit Yuseis Deck und Crow's Deck. Es passt einfach perfekt, also passt alles zusammen. Ich kann die Kombo spielen, die ich möchte. Ist doch einfach geil. So Freunde, und zum letzten Mal. Ich stimme den majestätischen Drachen auf den Verstärkungskrieger und auf Sternstabdrache ein für die Synchrobeschwörung von majestätischer Sternendrache. Und nun, majestätischer Sternendrache, beende das Duell. Direkter Angriff auf Kellin Kesslers Lebenspunkte. Oder auch nicht? Doch, natürlich! Dann macht's der Grümpelkrieger. Bye bye. Yusei, ich habe Jahre damit verbracht, dich zu hassen und meine Rache zu planen. Meine Wut hat mich verschlungen und ich habe mich bereitwillig der Dunkelheit hingegeben. Aber mit deinem Sieg gegen mich hast du mich endlich gerettet. Kellin. Lass ihn unterkriegen, Yusei! Egal was passiert, verbanne die Schatten! Das werden wir. Ärgerbunden unsterblicher Chapakapu. Tja, Freunde. Nächsten Part dann. Yusei gegen den Anführer der finsteren Auserwählten. Dann darf sich Jack noch mit Kali rumschlagen und sie retten. Ja, und auch die gute Akisa wird noch ein Hühnchen zu rupfen haben, beziehungsweise ein Hühnchen gegen sie rupfen lassen müssen. Okay. Und dann natürlich noch das große Abschlussduell hier. Also insofern noch 4 Duelle. Wenn wir das in den nächsten 2 Folgen hinkriegen, wenn es weiterhin so gut läuft mit meinem, mit dem Deck, beziehungsweise so ein Kartenzieher und so, dann durchaus möglich, aber ich hoffe natürlich schon auch, dass die Gegner mal ein bisschen ihre Ärgerbunden und Sterblichen rufen können, weil sonst wäre es ein bisschen lame. Sollen trotzdem spannende Duelle werden. Wir werden sehen. Ich sage trotzdem, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Bye bye.